Voilà, also wir hatten die letzte ein bisschen so eng mise en matière gehabt an geht lo ja drums bisschen mehr an den Detail zu gehen. Am Anfang geht es vielleicht ein bisschen mehr technisch, aber das ist aber notwendig für auch zu verstehen, was an den 80er Jahren ganz besonders geschieht ist, wie das auch doch das ganze System beherrscht. Und wir gingen anfangen mit den verschiedenen Formen vom Geld, weil das so ein historischer Prozess, den auch nicht immer unerkannt wird, wo sie drängen. Zum Beispiel der Polanyi, die kontestiert, dass das auch tatsächlich so historisch so eine Dematerialisierung vom Geld geschieht ist. Und ihr seht, dass verschiedene Sorten, verschiedene Formen vom Geld parallel auf verschiedene Gesellschaften bestehen. Wir gehen an der dritten Deel ein bisschen mehr auch auf den Polanyi sing Weise an für Sachen zu gesehen, also die ganze Theorie, die ganze Transformation, the Big Transformation, ganz wichtig Buch, das darüber geschrieben wird. Voilà, also just follow, hey, ich schwätze nicht zu hart. Ist das okay, so, das Kind den noch reklamiert, weil da ging man aufhängen, von der Formen vom Geld zu schwätzen, also das, was den nennt Monnaie Marchandise, das ist die erste Form, so historisch gesehen. Das heißt, eine Partie von Waren gehen gleichzeitig als Geld gebraucht. Das sind Waren, die jeder braucht und die dann auch können gegen andere Waren relativ gut getauscht gehen. Beispiele als eben Fisch, die gedreschen sind, Tee, auch heinst du Bären verkauft, Muscheln, Ketten und so weiter. An einer zweiten Etappe kommen wir dann, war die sogenannte Monnaie métallique. Das sind nicht unbedingt Edelmetalle, aber ganz oft sind es Edelmetalle, die dann als Münzen geprägt gehen, aber heinst du auch als Bären getauscht gehen. Das ist ein Avantage natürlich, dass das sich ganz leicht konserviert, dass es nicht futtig geht, also Edelmetalle ganz besonders, dass es eine hohe Welle hat, dass es sich auch gut delen lässt, wenn ich nehmen ein Wort, die nicht viel Wert hat, will kaufen. Voilà. Und dann kommen wir an die Richtung von dem, was wir nennen Monnaie fiduciaire. Das heißt, Billionen an Münzen, die eigentlich am Anfang nach wohl Wert hatten. Da wird gesagt, das waren im Mittelalter, das sich entwickelt, da sind dann Leute überfallen gehen, die mit Gold und so weiter darum gereist sind, und die wollten das dann nicht mehr, dann haben sich von Bankier einen Zettel ausstellen gelassen, und die haben den Zettel dann eine Attestation auf einer Destination aufgehen, und die konnte dann hinaus gegen Edelmetalle oder so umgetauscht gehen. Es muss ihn gesehen, dass der Titan am Anfang privat war, das heißt die Banken, die das gemacht haben, Fugeren zum Beispiel, die haben dann die Attestationen ausgestellt, aber das ist immer mehr in Richtung gegangen von dem Staat, den ein Mamis gehabt hat, weil für die Sache ein bisschen mehr sicher zu machen und zu verhindern, dass die Banken andauernd faillitt gemacht haben, hat dann der Staat ein bisschen die Macht geholt für die Monnaie fiduciaire. Aber fiduciaire kommt von Fiduz, also Vertrauen und so weiter. Die Billionen, die Piècen, die haben am Anfang sich keinen Wert, dem Moment. Das ist einfach Vertrauen, dass ihnen dann nur für so ein Billet oder so ein Pièce kann etwas kriegen. Ne? Auch halt zu Lützeburg kann ich sagen, sind aber nach so Möglichkeiten bestanden bleiben, dass Privater so Billionen geprägt haben, also rausgehen und gedreckt haben. Zum Beispiel Banque Internationale, die hat bis wie den Euro kommen nach Recht für 50 Millionen Lützeburger Franken Billionen rauszugehen.
Es gibt auch heute noch aus Schottland zum Beispiel eine Bank, die selber eben so Billionen kann drücken lassen. Bon, mir fiduciär, wie gesagt, also schließlich dann vom Staat an Twittischer geholt gehen. Und da kommen wir ein bisschen lo an das, was ich nenne, ein Zentralbankbilanz. Also erschreckt nicht, wir haben ein Bilanz, ein Aktiv und ein Passiv, zwei Seiten an einem Bilanz. Im Aktiv, da haben wir das stehen, was den hat, und das, was den nach zu kriegen hat. Am Passiv da steht das, was den als Kapital hat, als Bank, respektive Schulden, den hat, als Bank. Wenn wir den Bilanz von der Bank, von der Zentralbank gucken, das ist auch den Bilanz von der Europäischen Zentralbank so strukturiert, da haben wir dann Kreanzen auf Banken, weil Banken von der Zentralbank Suen gelehnt kriegen, zur Verfügung gestellt kriegen. Das sind Reserve de Change, das können andere Währungen sein, das können auch Reserven, Goldreserven sein. Ne? Und dann haben wir den Passiv, das sind dann Konkurrenten von den Banken, also die Suen, die dann auf der Bank, die Privatbanken stehen, und dann die Billionen, die dann rausgehen von der Zentralbank. Wenn da zum Beispiel ein englischer Pfund guckt, auf englische Pfund, da steht dann drauf, das ist eigentlich ganz theoretisch, dass Bank of England garantiert, dass diejenigen, denen du die 20 Pfund holt, dass den dann auch 20 Pfund dafür kriegt. Also das ist von der Schuss theoretisch. Wie das, du hier könnt das ganz von der Monnaie fiduciaire, also ich kriege einen Schein, einfach einen Pobayers-Schein, für den Pobayers-Schein kann ich etwas ernst kriegen. Das ist also, auf den amerikanischen Dollarscheiner, da steht Legal Tender for all debts. Ich kann mit dem Schein, mit dem Billet, kann ich irgendein Wurf kaufen. Das ist natürlich ganz theoretisch. Muss ich verstehen, dass Zentralbank eigentlich ein Prêteur en dernier ressort ist von der und dem Zentralgeld. Die Zentralbank, die fixiert auch einen Zinsfuß, wo sie den privaten Banken suchen lehnt. Und das ist natürlich so, dass im Moment die Privatbanken von ihren eigenen Klienten auch mindestens den Zinsfuß verlangen. Voilà, bis da sind wir nach an einer Dinge, wo sich nach dem Geld wirklich irgendwie etwas Konkretes nach Kaffee stellen, wenn man an die Richtung gehen von der Monnaie scripturale oder dem Giralgeld oder Buchgeld, da kommen ich an eine total Privatkreation von Geld. Bislo wird das dann eine Kreation publik. Die Billionen, die Münzen, die gehen von der Zentralbank rausgehen. Und wenn wir dann aber nur an Monnaie scripturale kommen, da sind dann Banken, die Geld schaffen. Und wie funktioniert das Ganze? Das ist der Mechanismus eben von der Kreation von dem Schriftgeld. Die Banken schreiben da dann hier Bücher. Wie lief das? Mal schon ein einfaches Beispiel. Und mal eine Person, die bezahlt 1000 Euro auf sein Konto à vue bei einer Bank an. Das verbucht die Bank im Moment. Die Bank, die verbucht die Summen, die 1000 Euro, die an Käse kommen, und das ist ein Aktiv, und sie hat die Summen, und sie verbucht am Passiv die 1000 Euro, die sie dann der Person, die die Summen abbezahlt hat, schuldig ist. Das heißt, die selbe Summe von 1000 Euro, die besteht einerseits am Passiv in der Form von Monnaie scripturale, die ist am Buch von der Bank angeschrieben, und am Aktiv in der initialen Form von der Monnaie fiduciaire, die von der Zentralbank rauskommt. Was macht die Bank mit den 1000 Euro? Sie hält die 1000 Euro nicht an ihrer Käse, aber sie verleiht die weiter. Sie verleiht sie
zu eng bestimmte Prozentsatz mal sie hält 10% an ihrer Käse, an die 90% die verlängert sie weiter. Das heißt, den Bilan von der Bank sieht dann so aus, sie hat 100 Euro an der Käse, sie hat 900 Euro verlängert, das ist also etwas, was sie zu kriegen hat, Kredit, an die 1000 Euro, die für drinnen an ihrem Depot erhöht wären, die ist doch immer da, der Jean schuldig ist, die steht dann am Passiv. Bon, die 900 Euro, die die Bank verlehnt hat, was geschieht mit den Suen? Mit die Leute, die Suen gelenkt haben, die gehen die Suen aus. Die kaufen Waren dafür, sie bezahlen Schulden damit. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Op irgendeine Art und Weise kommen die 900 Euro an das Bankensystem zurück. Das heißt, wenn man so die 900 Euro, die kommen auf eine Bank B. Und nun haben wir dasselbe System an der Bank B, wie wir für drunter an der Bank A hatten. Die sind dann an der Käse von der Bank. Und sie stehen an den Büchern von der Bank am Passiv dann als Suen, die Bank schuldig ist und die Suen bei ihr deposiert. Die Bank, eure Menke, hält die 900 Euro nicht selber an ihrer Käse, aber sie verlehnt die weiter. Das ist also, dann haben wir schon eine Quantität von Monnaie Scripturale, die dann 1000 plus 900, 1900 Euro ist. Und die 900, mit denen 1000 im Rahmen von Karten. Und das geht dann so weiter. Das ist, die Bank, die hält dann 90 Euro an ihrer Käse, 810 Euro gehen als Kredit raus, an die Suen, die kommen dann auch irgendwie an das Bankensystem zurück. Voilà. Das ist also, wir haben eine Kreation von Monnaie Scripturale von 810 Euro, die ihr dann dabei könnt. Voilà, und so spinnt das sich weiter. Aber wenn wir bis an Infini resonieren, da so wir von den 1000 Euro, die am Anfang an der Bank deponiert werden, an der Bank A, daraus gehen dann 1000 mal 1 gedeelt durch den Koeffizient d'Encaisse, also das, was Banken an ihrer Käse zahlen, gedeelt durch 0,1, also 10%. Dann entstehen da also 10.000 Euro Monnaie Scripturale. Das heißt, aus der Monnaie fiduciaire, die wir am Anfang hatten, haben wir hier noch 10.000 Euro Monnaie Scripturale. Und die Monnaie fiduciaire, die geht natürlich auch noch immer weiter. Das heißt also, aus den Krediten, die die Banken geben, entstehen neue Depoten. Und es entsteht also neue Monnaie Scripturale. Es entsteht also Geld aus dem Nichts. Gedenk Demultiplikation vom Geld. Da fragt mich, ja, wie sieht es dann in der Wirklichkeit aus? Ja, wenn wir gucken, schon nicht so zählen, von der Europäischen Zentralbank hat gesagt, die Ende Dezember auf ihrem Bilan hat, das ist Ende Oktober 2020. Hat Bank Centrale Européenne für 1331 Milliarden Euro rausgehen. Die Suen, die sind an das Bankensystem rangekommen. Und von denen 1331 Milliarden haben Banken 8472 Milliarden Monnaie Scripturale geschaffen. Das heißt, der größte Teil von dem Geld, das zirkuliert, das ist nicht Geld, das von der Zentralbank rausgeht, nicht Monnaie fiduciaire von der Zentralbank, aber das ist von den Banken geschaffen Geld. Bank hat also, oder Banken, das Bankensystem hat also ein Pouvoir für Geld zu schaffen, die weitaus mehr Gewicht hat, wie der Pouvoir von der Bank Centrale.
Bon, geht geschwert von Aggregat monetär, also Großgruppen von dem, was wir Geld nennen. An den M1, das ist also den ersten Aggregat, das sind die Summen, die eigentlich direkt als Geld zirkulieren. Das sind dann Monnaie fiduciaire plus Monnaie scripturale, kommen wir auf 10.020 Milliarden Euro in Oktober an der Europäischen Union. Und dann haben wir den M2 und nach den M3. Und da ein bisschen eine Erklärung dazu. Wir haben hier den M1, das ist der Stock monetär, also Monnaie fiduciaire, Monnaie scripturale, Piècen, also Münzen, Billionen an Monnaie scripturale, also Depot à vue, wie wir vorhin gesehen haben, und auf die Bilanz von den Banken. Alles das als M1, also Liquidität primär, das Geld wird zirkuliert. Daneben tun wir danach Quasi-Monnaie, das ist Bälle wie Geld. Das sind Summen, die auf der Konto stehen, innerhalb 2 Jahre, respektive, wenn ich ein Depot d'épargne habe, innerhalb 3 Monaten. Das sind also Summen, die ziemlich sehr mobilisierbar sind. Aber wenn ich auf Zinsen verzichte, kann ich die Summen auch direkt kriegen. Alles das nenne ich Liquidität sekundär, aber wenn ich Liquidität primär und Liquidität sekundär zusammenzählen, komme ich auf den M2. Und dann habe ich noch den M3. Den M3, das sind sogenannte Instruments monétaires. Das sind also zum Beispiel Bons de Caisse, die der Staat herausgibt. Oder es sind Titeln, also Monetärtiteln, die können gehandelt gehen. An die Instruments de marché zusammen mit dem M2, das mischt dann den M3. Den M3, und ich will zurückgehen, da seht ihr, die mischt 14,237 Milliarden, den M2 mischt 13.512 Milliarden. Weil das ist einfach nur für einen Überblick zu gehen, wer tun wir dann eigentlich als Aggregat monetär an der Europäischen Union. Und das aus dem Bilanz von der Europäischen Zentralbank am Dezember 2020. Voilà. Wenn ich gucke, was sind Konsequenzen von dem Mechanismus von Kreation monetär, den wir haben, da können wir sagen, als erst die größten Massmonetär, das sind immer Schulden, auf irgendeine Weise. Davon sind 85% Geld, was durch Bank kommerziell geschaffen wird. Das muss ich sagen, dass ein immens höchst Gewicht und von den Titres financiers dabei kommt. Das heißt, wie Sie da die Instruments monétaires, die Titres financiers, die spielen einen großen Teil, viel mehr großen Teil, wie das noch in der Vergangenheit der Fall war. Das ist also, Banken haben an ihren Bilanzen einen hohen Anteil von Titres financiers, während sonst viel mehr ein hohen Anteil war auch von Krediten an Depoten. Am M3, da ist also das Gewicht von den Titres financiers, und ich habe just gesagt, au dépend von den Krediten und von den Depots verzichten. Zentralbank hat am Anfang gut keinen Kontakt mit den sogenannten Agents économiques wie Betrieber, wie Konsumenten, aber sie hat just einen Kontakt
mit den anderen Banken. Das ist die Orientation von der Masse monetär. Was geschieht eigentlich mit den Suen? Die entgeht total der Zentralbank. Die Zentralbank gibt die Suen und Bank kommerziell weiter. Und sie hat eigentlich keinen Griff auf das, was die Bank kommerziell mit den Suen machen. Und da kann ich feststellen, dass heute Stars einen immer mehr großen Teil von der Masse monetär, die dort zirkuliert, über die Bank kommerziell von dem Marché finanziell kaptiert wird. Das ist der größte Teil von den Suen, die Bank kommerzielle kriegen, die gehen eigentlich mal gar nicht an Betrieber, sie gehen gar nicht an Konsumenten. Und das ist eben ein großes Problem. Voilà, ich wollte noch über eine nächste Sort von Geld, eine nächste Form von Geld schwätzen, wo ganz viel an der letzten Zeit darüber geschwätzt ging, aber die auch schenkt immer mehr großes Gewicht kriegt, das ist die sogenannten Monnaie numérique. Also neben der Monnaie scripturale, die auf der Konto von der Bank steht, haben wir heimat Geld zu dienen, die elektronisch stockiert ist und nicht mit Bankkonten zu dienen hat. Das ist keine Monnaie fiduciaire, das ist keine Monnaie scripturale. Es échappiert total der Kontrolle vom Staat, je nachdem, um welche Sort von Monnaie numérique oder virtuelle sich handelt. Den wichtigsten oder den bekanntesten Monnaie numérique, das ist der Bitcoin. Der Bitcoin, den benutzt das ist ein Kryptomonnaie. Die benutzt die Technologie von Blockchain und sie ist ganz stark begrenzt. Das heißt, es gibt 21 Millionen Bitcoinen maximal bis zum Jahr 2040. Also eine begrenzte Zahl von Bitcoin. Und dafür ist das auch eine Monnaie, die ganz volatil ist, ganz spekulativ ist. Sie hat, das überhaupt keine Zentralkontrolle drüber. Und die hat schon garantiert auch schon hören, dass sie ganz viel benutzt wird, auch für kriminell Geld zu platzieren. Das ist also auch ein sehr von Placement, von Spekulation. Das kein Geld eigentlich, was du dazu dient, für wirklich Échangen zu machen. Das ist ein sehr von Placement, von Spekulation. Daneben tun wir dann nach das verdinente Libra, der Libra oder auch nach genannten Diem, den Diem oder der Libra, das ist ein Moyen de Paiement, den von Facebook geschaffen ist. Und die Bank Zentraleuropäenne hat sich ganz klar dagegen gestellt. Also eine Währung, eine Art Währung, die der Bank Zentral échappiert. Und die Bank Zentraleuropäenne hat sich dagegen ausgeschwert. Und dafür sind dann auch eine Partie von Leuten oder von Betrieben, die wollten da mitmachen. Wie zum Beispiel Visa, wie zum Beispiel Booking, wie zum Beispiel PayPal. Die haben sich ja nur von Libra distanziert. An denen in zwei Fällen, Bitcoin und Libra, haben wir es zu tun mit einem Geld, das unabhängig ist von den Staaten. Da kommen wir an den Yuan, numerische Yuan. Numerische Yuan, die also von der Zentral, das ist eine klassische Zentralwährung, die von China
rausgeht, ohne Technologie Blockchain. Sie ist programmiert für die Olympischen Spiele für das Jahr 2022 erschienen. Die Chinesen, die wollen im Moment die Währung benutzen für Zahlungsmittel zu sehen. Also das tut nicht direkt mit Bankkonten zu dienen. Das ist eine Monnaie, also keine Monnaie skriptural. Die gibt also eine Währung für sich, aber die unter der Kontrolle ist von China, vom chinesischen Staat. Und dann haben wir auch den Euro Numerik. Das ist auch eine Zentralwährung, klassisch, ohne, also keine Kryptomonnaie, keine Technologie Blockchain, die von der Banque Centrale Européenne soll rausgehen, das programmiert, dass das soll geschehen 2022, 2024. Das ist also eine elektronische Monnaie von der Europäischen Zentralbank, an die kann geschaffen gehen en Funktion von den Bedürfnissen von der Wirtschaft. Vergleicht mit dem Bitcoin. Der Bitcoin hat gar nichts mit Bedürfnissen von der Wirtschaft zu tun. Den Euro Numerik kann aber je nach den Bedürfnissen von der Wirtschaft geschaffen gehen. Was doch interessant ist, den Euro Numerik, das wäre eine Unité de compte, un moyen de paiement, und auch ein Instrument für zu reservieren, also ein Instrument de Reserve, die Konsumenten und Betriebe könnten benutzen. Und die könnten die direkt auf der Europäischen Zentralbank deponieren. Also, ähnlich wie die Situation los, ich habe gesagt, die Europäische Zentralbank hat am Anfang gar keinen Kontakt, weder mit den Betrieben noch mit den Konsumenten. Und wenn den Euro Numerik dagegen geschaffen ging, dann das wäre quasi eine Neuerung par rapport zu dem Euro, den wir an der Tasche oder bei seinen Konten an der Banken haben. Voilà. Kommen dann nur die Form der Monnaie, kommen nicht da zu schwätzen. Also die Form der Monnaie eigentlich, ja. Wir haben im Moment 3 Sorten von Form der Monnaie. Wir haben Monnaie fiduciaire, das ist also die Monnaie, die von der Banque Centrale rausgeht. Billionen, Piècen. Und Monnaie fiduciaire, das sind die Summen, die auf den Bankkonten stehen. Also compte à vue, plus dann die compte à terme, compte d'épargne, en dat 2 Jahre à terme. Und dann schließlich Monnaie Numerik, die eben de Bitcoin oder dann Libra, die einfach nicht Realität ist. Und das wird man vielleicht an Zukunft hier in Europa von der Europäischen Zentralbank aus kennen den Euro Numerik. Und da kommen wir auf die Instrumente von der Politik monetär zu schwätzen, worum es geht, für was die Politik monetär gemacht. Es geht darum, für Masse monetär, also die Quantität von Geld, was zirkuliert, für das zu beeinflussen. Und damit auch die Produktion zu beeinflussen. Wir hatten an der letzten Teil gesehen, dass eng von den Funktionen vom Geld ja ist, für einen Einfluss zu kriegen auf Produktion. Also eine neue Sorte von Funktion, die am 20. Jahrhundert, Entschuldigung, beim New Deal als echt gebraucht ist. Also Masse monetär, die zirkuliert zu beeinflussen, und damit die Produktion zu beeinflussen. Ein zweites Ziel ist natürlich für den Taux de Change, das ist der Wert von der Währung, die der Staat tut, zu beeinflussen und zu kontrollieren par rapport zu dem Kurs von anderen
Währungen, die es auf der Welt gibt. Wir gehen ganz zum Schluss nach Europa an, also nicht halt mit den nächsten Kehr. Was sind die Instrumente für die Masse monetär zu beeinflussen? Ein erstes Instrument, das ist ein Toddirekteur von der Zentralbank. Die Zentralbank, die gibt ja Monnaie fiduciaire und Banken, und sie fragt Banken dafür Zinsen. Die Zinsen, die sie der Banken fragt, die gehen Banken und ihr eigene Klienten weiter. Das ist also, wenn der Toddirekteur von der Zentralbank abgesetzt wird, da setzen auch Banken ihren Tod d'intérêt ab. Und dass sie da klar was geschieht, mir dann gehen Männer Suen gelehnt, wird man investiert, und dann geht es in die Richtung, dass die Masse monetär, dass die schrumpft oder zumindest gleich bleibt. Umgedreht von dem Toddirekteur von der Zentralbank raufgesetzt wird, können Banken ihr eigenen Zinsen raufsetzen, und dann gibt mehr Suen gelehnt, gibt mehr investiert. An dem Moment können zu einer Expansion von der Masse monetär, die zirkuliert. Also ein echt wichtiges Instrument für die Masse monetär, die zirkuliert, zu beeinflussen. Daneben gibt es danach 3 andere Instrumente. Das Instrument, das sind die obligatorischen Reserven, die Privatbanken bei der Zentralbank müssen handeln. Das ist etwas, das heute quasi nicht mehr benutzt wird. Dann haben wir der Schadetitel von der durch Zentralbank. Wird gesagt Open Market Policy. Das heißt, Zentralbank, die kauft Aktien, hauptsächlich Obligationen Markt und bezahlt an Monnaie fiduciaire. Das heißt, du könnt dann mehr eine große Masse von Monnaie fiduciaire an den Umlauf. Oder umgedreht, am Platz, dass sie Titeln kaufen, verkauft sie Titeln und zieht dann eben Suen aus dem Circuit raus. Ein letztes Instrument, das ist die Fixation von den Taux d'encaisse von den Banken, wo wir darüber sehen, wenn Banken 10% von denen 1000 Euro, die der Jean vertischt, ob der Bank deponiert wird, an der Käse hält, dann entstehen dadurch 1000 mal 1 gedreht durch 10.000 als Monnaie fiduciaire. Wenn die Zentralbank sieht, die muss mehr Suen an der Käse halten, zum Beispiel nicht mit 10%, wir nehmen mit 20%, mir dann halbiert sich schon an diesem Beispiel die Quantität von Monnaie fiduciaire, die von den Banken geschaffen wird. Das heißt, von den 1000 Euro, die der Jean am Anfang geragert, als dann 1 gedreht durch 20, multipliziert mit 1000, da gehen dann immer 5000 als Quantität von Monnaie fiduciaire geschaffen. Du siehst also, das sind eine Partie von so Instrumenten, die Zentralbank kann benutzen für die Masse von der Monnaie, die zirkuliert, zu beeinflussen. An denen sogenannten Trente Glorieuses, das heißt die Jahren von dem Zweiten Weltkrieg bis 1945 bis 1975 als eine expansiv Politik monetär gemacht. Das heißt, Zentralbanken haben versucht, ihren Toddirekteur so niedrig wie möglich zu halten, dass so viel wie möglich Geld geschaffen ging. Die Reserve obligatoire von der Banque privée war ganz niedrig bei der Zentralbank. Sie hat versucht, für viel Titeln zu kaufen, und sie hat im Moment auch nach Taux d'encaisse von den Banken,
was ich so niedrig wie möglich zu halten. Dadurch wird sich dann die Monnaie, die zirkuliert, das Geld wird zirkuliert, die Masse ist immer mehr groß gehen. Kommt eine sogenannte Politik d'expansion économique gemacht, in Politik keynesienne. Wir hatten an der Zeit einen hohen Taux d'inflation, also 5%, das war schon bald das Minimum an der Zeit. Eine Reihe von euch können sich noch daran erinnern, dass man an den Anfang 70er Jahren halt 10-12% Inflation pro Jahr hat. An der Mitte von den Jahren 1970, an den Auslöser war eigentlich der Schock Petrolier mit Governance-Party von anderen Problemen, als dann den neoliberalistische Politik aufkam. Die monetaristische Politik. Weil die monetaristische Politik, wie der Name schon sieht, die basiert sich hauptsächlich darauf, für Masse monetär, die zirkuliert, für die am Griff zu behalten. Da gibt es eine Äquation, die sogenannte Äquation des Échanges von Fischer. Fischer als ein klassischer Monetarist. Und die sieht, dass heute Masse monetär multipliziert mit der Vitesse de Zirkulation vom Geld. Das heißt, wie oft das Geld eigentlich die Hand wechselt, als gleich den Preisniveau multipliziert mit den Quantitäten von Biens et Services, die échangiert werden. Das ist eigentlich eine Tautologie, das ist immer richtig. Das ist normal, dass das immer richtig ist. Aber Monetaristen, die sagen dann, wenn wir zu viel eine hohe Masse monetär haben, par rapport zu der Quantität von den Biens et Services, die getauscht werden, da kommen wir an eine inflationäre Situation. Wenn nicht die Vitesse de Zirkulation vom Geld sich verändert. Voilà. Und dann kommen wir an die Obsession von der Inflation. Das ist die ganze Politik monetär, die ist fixiert auf Preisstabilität. Und das von den Anfangs 80er Jahren wo das am Zentrum von der ganzen Politik von allen Regierungen steht. Das ist auch die europäische Politik an die europäische Treten, die sind unter der Fuchtel von der dotter Obsession geschaffen. Und das erklärt auch, für was das die Europäische Zentralbank nicht mehr ein politisches Organ ist, in dem Sinn, dass da Regierungen könnten Vertreter dran holen oder dass da Parlamente irgendwie etwas könnten dran ändern in der Politik. Das sind Technokraten, die dann da dran sind und die bestimmen, was Masse monetär ist. Der Staat selber, die kriegt gar keine Möglichkeiten mehr, für überhaupt Geld rauszugeben. Das ist die Europäische Zentralbank, die Geld rausgibt. Also, man die Fiduciäre rausgibt. Und schließlich sind es Banken, Privatbanken, und dann natürlich Marché financier, die der Rest vom Geld, und das ist die größte Quantität vom Geld, generieren. Der Staat selber, die kann nicht mehr hingehen an seine Schulden bezahlen, dadurch, dass er selber Geld schafft. Aber der Staat, die muss sich verendettieren, die muss so alleine gehen bei dem Marché financier. Das ist ein totales Retournement von der Situation. Die sieht,
Artikel 119 bis 133 von dem Traité über das Funktionament von der Europäischen Union, die legt 4 Sachen fest. Erstens, Politik monetär als op Stabilität monetär fixiert. Und die als von der Europäischen Zentralbank definiert, die 2% Inflation, die soll nicht überschritten gehen. Aber wenn sie überschritten geht, dann muss im Moment Masse monetär reduziert gehen. Wie kann das gemacht gehen? Durch erhöhen Steuern. Beispielsweise, ich setze den Zins auf von also den Tod d'intérêt, die Bank Central fried für Banken so zu lehnen und so weiter. Bank Central Européenne, die ist unabhängig von den États-membres. Sowohl was viel von den Mitteln anbelangt, wie sie Geldpolitik möchte, wie auch das ganze Funktionament von der Zentralbank. Es wird verboten, für die Zentralbank und für andere Staaten für zu helfen, wenn ein Problem da ist, Finanzement. Das heißt, die Zentralbank darf nicht helfen, andere Staaten zu finanzieren. Und das bei Griechenland ja auch gesehen, dass wir ausmachen, dass das geholt wird. Aber wir haben eine Ökonomie, de Marché, die open ist, freie Konkurrenz, das ist eine neutrale Geldpolitik, die gemacht wird. Die Stabilität vom Geld steht am Zentrum, das nicht zum Beispiel Bekämpfung von der Arbeitslosigkeit, die am Zentrum steht, mehr just Geldpolitik. Das geht viel mehr weit, wie das zum Beispiel an den USA, Federal Reserve hat. Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, hat 2 Ziele. Hat erstens Ziel für Wirtschaft hoch zu halten, das heißt, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, und zweitens für die Inflation zu bekämpfen. Die Europäische Zentralbank hat just ein Ziel, das ist die Inflation zu bekämpfen. Und das andere Ziel, für die Wirtschaft zu fördern, das ist zweitrangig. Das heißt, wir sind in Richtung gegangen, für eine totale Liberalisierung von den Marché monetär und von den Finanzmärkten auf internationalem Plan. Das ist das, was geschieht ist von den 70er Jahren an. Das hat angefangen mit der Konvertibilität, Goldkonvertibilität vom Dollar, die 1971 vom Nixon aufgeschafft ist. Das war der Schluss von dem System von Bretton Woods, die 1944 geschaffen ist, wo den Dollar also die Hauptwährung war, wo dann die anderen Währungen nach könnten umgetauscht gehen par rapport zum Gold, weil der Dollar war die einzige Währung, die nach gegen Gold austauschbar war. 35 Dollar eng Onz Gold. Das hat der Nixon aufgeschafft 1971. Du hast dann ein System, was in ein paar Systeme geschaffen gehen, sogenannten System de Change fix. Die ist eine Währung, die hat einen fixen Wert, die hat sich nicht verändert. Das ist nur enkadriert gehen, 2,5% oder 2,25% nach oben oder nach unten kann das schwanken. Das war ein sogenanntes System de Change flottant. Die Europäer hatten da den sogenannten Serpent monetaire, ich weiß noch, Leute von nicht nach, da konnten daran erinnern, in nur ein paar Menschen haben gedauert. Und da kommen wir an die Richtung, dass Doffer an Demand einfach der Kurs von den Währungen
fixiert wird. Sobald das wir dann in das System de Change fix opgehen hun, an das System de Change flottant rakom sind, hatten Währungen just nach dem Markt für zu bestimmen, wer sie wert wären. Wir kommen an eine ganz stark Spekulation ran. Die letzte kann ja schon als gesagt gehen an einem Film, und dass der größte Teil von dem, was auf dem Marché d'échange geschieht, absolut nicht damit zu tun hat, wird eigentlich als Waren oder als Service ausgetauscht wird. Also der Forex, das ist den Marché d'échange international, das sieht so aus, Ende 2019, die letzten Zahlen habe ich noch nicht geguckt, da sind all der 6.600 Milliarden Dollar échangiert gehen. Und nur 5% dafür, die wären für real Achat à Vente von Bien und Service an einem anderen Land. Wir haben dann auch einen minimalen Abfluss von den Staaten auf den Kurs de Change von ihrem eigenen Geld. Die können sich gar nicht mehr dagegen wehren, was da auf dem Marché d'échange geschieht. Das sind so enorm Montants, die da ausgetauscht gehen, dass da die Einzelstaaten quasi Feind müssen erklären. Das heißt, wir kommen im Niveau von der Politik monetär an eine total Abhängigkeit von den Finanzmärkten. Voilà, damit wollte ich für heute den zweiten Teil aufschließen. Und ich bin dann disponibel für Fragen und ich bin froh, dass wir eine Diskussion darüber könnten feiern. An dem dritten Teil gucken wir dann, wer konkret, welche Changementen Niveau von der Politik monetär müsste gemerkt gehen, für das wir an eine Normalsituation kommen, wo auch eine Politik von den verschiedenen Staaten überhaupt möglich ist, wo man das ganze System im Moment total aus dem Ruder lebt, und könnten in der Kontrolle kriegen. Voilà, merci, dass ihr mal so lange noch gelauscht habt.